Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Landmanns Küche mit dem lieben Malou. Servus, grüß und hallo, willkommen zur Landmannsküche. Wir machen heute Falafel mit individuellen Dip. Ich habe in meinem Lebtag noch nie Falafel gegessen oder gekocht. Dementsprechend wird der ganze Zinnober ganz schön interessant. Mal schauen, was wir brauchen. Kichererbsen, Knoblauch, wir brauchen Zwiebeln, Speisequark für einen Dip, einen Haufen Gewürze und wir brauchen bitte Kichererbsenwasser aufheben, danke. Von meiner Mutti. Ich habe mich dazu entschieden, einen Minzdip zu machen. Falafel machen wir übrigens auch selber, mache ich aber noch einen Dip, dass der Dip ein bisschen durchziehen kann. Für den Dip brauchen wir 200 Gramm Joghurt, Schmand, 200 Gramm, ein bisschen Kräuter, frische Minze, also was man halt so kriegt, und ein bisschen Salz. Für den Dip den Schmand und Joghurt zu einer glatten Creme verrühren. Okidoki. Dann möchte ich so einfach wie möglich halten. Ich brauche eine Schüssel. Ich habe jetzt noch ein paar getrocknete Kräuter rumhängen. So, die schmeißen wir in so kleiner Form ein bisschen rein. Schmand und Joghurt zu einer glatten Creme verrühren. Das hört sich ja schon mal spannend an. Nochmal Schmand. Hallo? Okay. Schmand hätten wir. Schmand. Joghurt haben wir. Okay. Also ich sage jetzt schon mal, der Dip wird jetzt schon sauber zu viel. Das weiß ich jetzt schon. Es ist auch eine Pflicht, dass man den dazu macht. Ich glaube, der Mando macht vielleicht sogar einen anderen. Ich weiß ja nicht. Speisequark. 20% Fett. Schrift und Warentest, stark lecker. So, hier den kommt jetzt noch ein bisschen Zitronensäftli rein, ebenfalls. Da haben wir da gut ein bisschen reinlunzen. Etwas weißer Pfeffer, weil bei dem weiß ich, dass er sehr scharf ist. Den lassen wir mal. Und kleine Gewürzmischung, da ist jetzt ein bisschen. Was ist da genau drin? Keine Ahnung. Knoblauch, Rohrzucker, Paprika, Zwiebel, Pfeffer, Oregano, Rosmarin, Thymian, Koriander, Kreuzkümmel und Majoran. Einfach probieren, weil probieren geht aber studieren können. Macht einfach jeder, wie er es mag. Ich habe noch nie einen Minzdip gehabt. Ich habe übrigens noch nie Falafel gehabt. Und Kichererbsen ist eigentlich nicht so meins. Aber ich mach's und probier's. Die Minze waschen und die Blätter von den Stielen zupfen, die Minzblätter ganz fein schneiden, hacken und zusammen mit 2 Esslöffeln der Creme mit einem Stabmixer pürieren. Okay, die riecht sehr intensiv. Ich hätte eigentlich vor 2 Wochen frische Minze gekauft, also in so einem kleinen Töpfchen. Nur leider habe ich keine Zeit nicht gehabt und ist mir dann schlecht geworden. Beziehungsweise hat Leis gehabt. Richtig streng. Klein hacken, das ist lustig. Wenn man es püriert, wie klein sollte man es denn dann hacken? Okay, was nehmen wir jetzt da dafür? Ich brauche was ganz was Kleines. Es gibt aber extra für den Pürierstab so einen hohen Becher, der war Ich brauche was Kleines. Immer was Neues ausprobieren. Einfach mal mixen. Manchmal kann man das richtig gute Gerichte aussehen. Manchmal wird es auch doof. Kann schon noch. Kann schon noch. That's it. Der Bausatz 2. So, 2 Löffel da davon rein. Dann einfach mal rein. Da. So, dann das rein. Dann Kräuter rein und mit dem Rest verrühren. Dann verrühren mit etwas Salz abschmecken und zu den warmen Falafeln aus dem Ofen servieren. Okay, tun wir einfach so eine Prise Salz rein. Schmeckt sehr minzig noch. Ja. Gut, die stellen wir dann auf die Seite und lassen wir es einfach ein bisschen zu. So, und ich bin die letzten Male kritisiert worden, nicht richtig nach Rezept vorzugehen. Deswegen haben wir das jetzt nochmal alles da.
Zubereitung für die Falafelmasse. Zunächst die sehr gut abgetupften Kichererbsen in eine passende Schüssel geben. Die Zwiebeln fein hacken und dazugeben. Den Knoblauch dazu pressen. Ich habe eine Knoblauchpress. Egal. Also ich muss ja sagen, das Rezept an sich jetzt relativ simpel an. Wir haben ja genau 4 Schritte zum Machen, dann ist erledigt. Zubereitungszeit steht dabei 35 Minuten mit Dip. Schauen wir mal, also ich glaube auf das kommen wir auch hin. Fürs Erste Kichererbsen abtropfen und waschen, mehr oder weniger. Ausspülen, whatever. Ja, Blut. Alles klar, Meister. Ich habe keine Fingernägel. Ich sollte mir das vielleicht abbeißen. Angehende Fingernägel zum Beißen. Das ist unglaublich unvorteilhaft. Da schwimmt ganz Schaletten drin. Ich muss ja nicht was machen, das mir gut abtropfen. So. Ladung Nummer das da jetzt abtropfen. Das ist normal, dass die so stehen. Boah. Können wir verteilen. Kichererbsen halt. No. Und jetzt Kichererbsenwasser für die Mutti. Die Zwiebeln fein hacken und dazugeben, den Knoblauch dazu pressen. Knoblauchpresse haben wir keinen, dann schneiden wir einfach klar und werfen es dazu rein. No. Mittelgroß, ich würde das jetzt fast als klein bezeichnen. Aber ist egal. Wir haben Knoblauch zu mehr. Fein hacken und dazugeben. Leg mich in den Arsch. Hätte ich fast gesagt. Oder? Wie sind Sie das? So, schön einschneiden. Hier durch. Gehen wir im unteren Schnitt. In der Mitte noch. Und dann tipp, tipp, tipp. Tipp, dim, dim. So, ich habe mittlerweile da Zwiebeln und Knoblauch rein da. Das häckselt mir jetzt noch kurz klein. Backofen, Umluft 220. Umluft mit Grillfunktion. Ja, super. Hallo. Gut, weiter geht's im Text. Danach Kurkuma, Olivenöl hinzufügen und mit Petersilie, Salz, nur wenig, wenn überhaupt, da die Kichererbsen aus der Dose schon gesalzen sind, Pfeffer, Kreuzkümmel, Koriander, frisch gepressten Zitronensaft abschmecken. Und dann schaut es dabei einmal so aus. Die Masse mit einem Pürierstab fein pürieren, das den Backofen auf 220 Grad Umluft mit Grillfunktion vorheizen. Ich habe wieder einen Pürierstab nach Grillfunktion, glaube ich. Wie viel? 200? Nehmen wir einfach das. Wird schon passen. Dann brauchen wir mehr Kurkuma. Keine Ahnung wie viel, ich tue jetzt einfach rein, wie ich mache. Olivenöl und mit Petersilie haben wir nicht. Lassen wir weg. Petersilie haben wir doch. Ich habe doch gerade einen Liffig. Du einfach noch gefallen. Ich habe es noch nie gemacht. Wer weiß, ist ich überhaupt eins. Also schauen wir mal. Dann Salz nur wenig. Was ist wenig? Das ist für mich wenig. So, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Kümmel und Koriander und dann noch ein bisschen Zitronensäure.
Nehmen wir einfach. Und drucken wir es aus. So, dann sollten wir das Ganze pürieren. Okay, wir müssen das Ganze pürieren, aber ja keinen Pürierstab. Also nehmen wir Gabel. Das war jetzt eine Heidenarbeit. Aber das macht nichts. Der Manuel wird jetzt ans Loch, weil er einen Pürierstab hat. Schatzi. Wie schmeckt eigentlich der ganze Zinnober jetzt? Schmeckt eigentlich gar nicht einmal so ungeil. Ich denke, das reicht als Batzen Punch. Richtige Handarbeit hier. Ich glaube, das klang so. Es ist noch stückelig, aber das macht hoffentlich nichts. Mit etwas Abstand platzieren und mit Olivenöl einpinseln. Aha. Bämsel. Olivenöl. Schälchen. Ein Backpapier. Ich bin gespannt, ob der Manuel die Masse da so gebraucht hat. Und bitte hat er wahrscheinlich wirklich einen Pürierstab. Der lucht jetzt zu uns. So, meine Frage jetzt. Wie groß sind Falafeln? So, 5 Stück haben wir und die schön wir jetzt dann in den Backofen. Gut. Ist ja Bachelor. Ich mache jetzt mal so. Okay, die sind schon groß. Okay, die sind zu groß. Nein. Der Mann tut jetzt ganz stark frei. Weil der liebt ja das Umeinanderbanschen. Extrem. Wenn er klug ist, nimmt er einen Eisportionierer, aber ich weiß nicht. Ich mache sicher die Sachen so. Oh, sauert gerade. Sicher die Sachen lieber mit der Hand. Also einfach mal sagen, das Zeug ist gar nicht schlecht. So, wir beträufeln jetzt den ganzen Zinnober da jetzt noch mit etwas Öl. So. Ich denke mal, das war für die Kruste. Ich schütte mir jetzt dann eine Pizza rein. So schauen die jetzt aus. Die schauen wir jetzt im Backofen. Wie lang steht nicht dabei, bis knusprig braun sind. Schauen wir einfach mal. So. Und jetzt wandert der ganze Spaß für ein paar Minuten in den Ofen. Gelü. So, also mittlerweile waren jetzt die, sagen wir mal, eine Dreiviertelstunde in den Ofen. Und wir haben uns beide dazu entschieden, wir werden es nicht essen. Ich zeige euch gleich warum. Das ist Teig. Das ist nicht einmal fertig, das ist Teig. Ich weiß nicht, wie lange ich es in den Ofen lassen soll. 2 Stunden. Auf alle Fälle. Rezept kriegt von mir -1 und das da ist unbewertbar. Falls das Video jemals zu euch kommt, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich hau mir jetzt eine Tiefkühlpizza in den Ofen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. So, fertig essen. Der ist klar.
Falafel. Für mich gut, das ist ein solides Gericht. Ich glaube, die meinen sind innen ein bisschen, also es sind ein bisschen bröckelig geworden, aber ich glaube, das lag daran, dass ich nicht so fein Menschenkind habe wie mit einem Pürierstab. Was jetzt an sich aber nicht schlimm war. Ich glaube, man kann sehr viel mit der Kräuterwahl beeinflussen oder generell mit der Gewürzwahl, die wo man benutzt, und kann das dann seinem Geschmack anpassen. Dadurch, dass die Bohnen bzw. die Erbsen, Kichererbsen ziemlich wenig Eigengeschmack haben. Und ja, bei mir war es halt sehr Thai angehaucht und es war grundsolide gut. Ich glaube, man kann es besser machen. Ich gebe jetzt eine solide 6,5. Ja, 6,5 von 10. Das war grundsolide, das war gut. Es ist schnell, verflucht schnell. Das war jetzt bis auf eine halbe Stunde. Und ja, ich lasse mir jetzt den Rest noch schmecken und der Speisequark, der muss auch noch weg. Guten. Ciao.